herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Pardon. Ich fange direkt auf Deutsch an. Auf Deutsch möchte ich fortfahren. Ich habe einen Gast hier, den ich ganz herzlich begrüße, Norbert Linz, mein Kollege aus Deutschland. Der beschäftigt sich nicht nur, aber besonders hat er sich in den letzten Wochen und Monaten mit Bio-Label und alles, was damit zusammenhängt, beschäftigt. Und aus diesem Grund, er ist verantwortlich für die EVP. Norbert, vielen Dank, dass du mitmachst, dass du den luxemburgischen Zuschauern ein bisschen diese ganze Problematik versuchst rüberzubringen. Es war mit Sicherheit eine anstrengende Zeit. Und kannst du vielleicht kurz den gesamten Rahmen erklären? Worauf kommt es eigentlich bei dieser Kennzeichnung von Bioprodukten? Worauf kommt es da im Speziellen an? Ja. Also es geht ganz grob bei dieser Verordnung um die ökologische Landwirtschaft in Europa. Und die ist ja im Moment und das schon seit Jahren in einer Boomphase, also riesiges Wachstumspotenzial. Deswegen ist natürlich interessant für die Erzeuger wie für die Verbraucher, welche Regeln gelten für die Ökobauern, welche Regeln gelten für das verarbeitende Gewerbe, für diejenigen, die Ökoprodukte verkaufen. Und darum geht es, und natürlich auch von staatlicher Seite, wie wird kontrolliert, wenn ein Problem da ist, welche Regeln gelten da. Und über das haben wir uns unterhalten, haben wir verhandelt mit der Kommission und dem Rat, und zwar in den letzten 18 Monaten mit 18 Trilogen. Jetzt heißt das neue Regeln, heißt neue Grenzwerte. Das ist aber auch so, dass wir neue Regeln will ja heißen, dass wir schon Regeln hatten. Das heißt, das war ja kein, sage ich mal, freier Markt, sondern da gab es schon Regeln. Genau. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es diese Öko-Verordnung, die eben dann diese Regeln bestimmt, Mindeststandards auf der europäischen Ebene festlegt. Die letzte Revision war 2009 und dann hat die Europäische Kommission 2014 einen erneuten Vorschlag vorgelegt. War höchst kritisiert aus der Branche heraus, weil da die Notwendigkeit für eine Gesamtrevision gar nicht gesehen worden ist. Ja. Nichtsdestotrotz hat auch die neue Kommission, die Juncker-Kommission, an diesem Vorschlag festgehalten. Also waren wir eben dann in der Notwendigkeit, dass wir eine Parlamentsposition festgelegt haben und dann eben diese Trilogverhandlungen, die ich vorher beschrieben habe, durchführen müssten. Der größte Kritikpunkt war der Wunsch der Europäischen Kommission, unterschiedliche Grenzwerte für konventionell wirtschaftende Bauern und ökologisch wirtschaftende Bauern festzulegen. Man kann sich vorstellen, also mein größtes Argument dagegen war immer, wir haben eine Landwirtschaft in Europa, die nicht unter der Käseglocke stattfindet, sondern sie findet auf dem Feld statt. Ja. Der eine Bauer, der Biobauer, der arbeitet neben dem konventionellen Bauer. Also ich komme aus Baden-Württemberg, aus dem Süden Deutschlands, wo wir eher kleine Betriebe haben. Ich habe den Eindruck, dass auch Luxemburg auch eher kleinstrukturierte Landwirtschaft hat. Das heißt also auch, der Biobauer wirtschaftet neben dem konventionellen Bauern, und deswegen würden sich die Landwirte im Wesentlichen vor Gericht wiederfinden. Wer haftet dafür, wenn Pestizidrückstände da sind? Und deswegen bin ich dankbar dafür und bin froh, dass wir das zurückweisen konnten, dass es also keine unterschiedlichen Grenzwerte gibt für Bioprodukte. Du hast eigentlich das Stichwort gegeben, Pestizide. Pestizide vertragen sich eigentlich nicht so mit unserem Bild von Landwirtschaft, von hochwertigen Qualitätsprodukten. Trotzdem, Pestizide sind nicht mehr wegzudenken. Wie war der Umgang mit diesen Pestiziden innerhalb eurer Diskussionen? Ja, genau. Also zum einen haben wir eben aus Sicht des Parlaments, übrigens auch aus Sicht des Rates eben gesagt, die richtige Herangehensweise ist eben nicht
einen unterschiedlichen Grenzwert festzulegen, sondern uns zu unterhalten über Vorsorgemaßnahmen. Ja, wie können wir es vermeiden, ja, dass Pestizidrückstände in Ökoprodukten, in Ökolebensmitteln dann am Schluss vorhanden sind. Ja, ja. Und übrigens gelingt es jetzt schon gut, also ist in der Vergangenheit schon gut gelungen, aber man muss sich da noch weiter verbessern und deswegen haben wir die Vorsorgemaßnahmen intensiviert, also die Frage eben besprochen, ne? Wie kann man noch besser die Dinge unterschiedlich aufbewahren, wie kann man noch besser schauen, ne? Wie man es eben dann vermeiden kann, ja? Insbesondere zum Beispiel auch bei sogenannten gemischten Betrieben, also wo jemand konventionell wirtschaftet und ökologisch wirtschaftet, ne? Da muss er eben noch bei der Kontrolle noch mehr klarstellen, ja? Wo ist sozusagen sein Teil, wo er ökologisch wirtschaftet, ne, und wo ist der konventionelle Teil, wie geht er zum Beispiel mit Pflanzenschutzmitteln um, wo bewahrt er die auf, dass eben die Gefahr einer Kontamination eben noch deutlich geringer wird. Darauf haben wir uns konzentriert und da haben wir auch Fortschritte erreicht. Du hast die gemischten Betriebe angesprochen. Für mein Verständnis müssen das in Zukunft getrennte Abteilungen, sage ich mal, bleiben innerhalb eines Betriebs oder kann man auch, sage ich mal, bei Geflügel zum Beispiel ökologisch und konventionell oder muss Geflügel, sage ich mal, zu der einen Sorte zählen und ein anderes Produkt zu einer anderen Sorte. Wie habt ihr versucht, dieses Problem zu lösen? Also es wird weiterhin möglich sein, einen sogenannten gemischten Betrieb zu führen. Und zwar innerhalb eines Sektors, das heißt also das angesprochene Geflügelbeispiel, ist weiterhin möglich, ne, als auch sozusagen zu sagen, ich habe zum Beispiel im Bereich der Milch auf ökologisch umgestellt, ne, habe aber auch noch Ackerbau, ne, baue Getreide an und das tue ich konventionell. Ja. In Zukunft bleibt beides möglich. Übrigens trotz großen Widerstandes meines Heimatlandes, weil wir in Deutschland und Österreich einen Ansatz haben, ganz oder gar nicht. Das heißt also, ein Landwirt stellt ganz um, ne, von konventionell auf ökologisch wirtschaften oder er stellt gar nicht um. Ja. Übrigens kann man das manchmal auch jetzt im Nachhinein sozusagen mal hinterfragen, ne, ob nach dem deutschen, österreichischen Wesen Europa genesen soll oder vielleicht, wenn wir es auf europäischer Ebene nicht durchsetzen, wir vielleicht auch mal überlegen, ob es vielleicht auch nicht in unseren Ländern sinnvoll ist, um mehr ökologische Fläche zu bekommen, ne, zu sagen, wir gehen pragmatischer ran und machen so, wie es die anderen Länder in Europa auch machen. Wir haben ja nur 6%, habe ich gelesen. Und wie du eingangs gesagt hast, der Bedarf ist enorm, der Bedarf ist groß. Das ist an sich ein gutes Zeichen, denke ich. Wie geht das jetzt voran? Ich kann mir vorstellen, dass es da Übergangsfristen gibt. Und wie kommen wir jetzt mit dieser Verordnung voran? Wann tritt sie in Kraft? Wann tritt sie endgültig in Kraft? Wie sieht das aus? Ja. Also zunächst gelten die bisherigen Regeln aus 2009 weiter. Die Verordnung wird, wenn dann der Rat auch zustimmt und das Parlament im Oktober, so ist im Moment vorgesehen, dass wir im Europäischen Parlament im Oktober abstimmen, dass dann diese Verordnung erst 2020 in Kraft tritt, ne? Also voraussichtlich am 1. Juli 2020. Das heißt also, erst in 3 Jahren wird diese Verordnung in Kraft treten. Ja? Und die Kontrollen haben wir kurz angesprochen, aber die werden auch verstärkt und werden die auch vereinheitlicht, werden die in einer, sage ich mal, in einer Datenbank erfasst und wie sieht das in Zukunft aus? Vielleicht als Abschluss. Ja. Also, soweit ich den Überblick habe, werden sowohl für mein Heimatland als auch für Luxemburg und Österreich, ne, ich habe den Eindruck, dass wir da gar nicht so weit voneinander entfernt sind, sozusagen, welche Regeln wir für den Ökolandbau bisher haben. Für uns ändert sich fast nichts, aber positiv ist, dass wir auf der europäischen Ebene es geschafft haben, eine stärkere Harmonisierung zu bekommen. Also wir haben die sogenannte jährliche Kontrolle für den Ökolandwirt auf der europäischen Ebene festgezurrt. Also das heißt,
Ne? Jeder in Europa, jeder Ökobauer in Europa hat jetzt diese jährliche Kontrolle. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist sozusagen die Grundlage für den Ökolandbau und das war es bisher nicht. Das heißt also, ne, für Länder wie Deutschland, Luxemburg, Österreich, die bisher schon eine starke, eine scharfe Kontrolle hatten, für die ist eher gut, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit, wenn die anderen Kolleginnen und Kollegen eben jetzt in ähnlicher Weise kontrolliert werden. Ja. Vielleicht zum Abschluss haben wir ein Thema, was wir jetzt noch nicht angegangen. Ist dir vielleicht noch was Wichtiges zu sagen? Ja. Ich denke, Vertrauen oder wie auch immer. Ja. Möchtest du vielleicht noch kurz was hinzufügen? Ja. Durch das, dass, wie ich vorher gesagt habe, es sich hier um einen enormen Wachstumsmarkt handelt, einen enormen Boommarkt in Europa und ich glaube nochmal verstärkt in unseren Ländern, in Luxemburg, in Deutschland und in Österreich, wo das größte Potenzial da ist, ist natürlich auch eine größere Gefahr da, dass Schindluder mit Drittlandsimporten, also mit Drittlandsprodukten betrieben wird. Und da geht es eben um die Importe. Auch da haben wir die Regeln... Aus Ländern außerhalb der EU. Genau, aus Ländern außerhalb der Europäischen Union. Ne, also dass Produkte, die gar nicht so weit weg sind, zum Beispiel aus der Ukraine in die Europäische Union. Land von Österreich und Deutschland, Genau, wo wir eben nicht so stark die Möglichkeit der Kontrolle haben, sondern innerhalb des Landes. Innerhalb des Landes. Ne? Also wie kontrollieren wir Felder, wie kontrollieren wir die Verarbeitung dieser Produkte in der Ukraine oder in Chile oder egal, wo sie dann immer außerhalb der Europäischen Union herkommen. Darum glaube ich, wenn man weiß, dass extremes Wachstum da ist und dass wir die Nachfrage innerhalb Europas nicht befriedigen können, ne, wächst der Drittlandsmarkt enorm, wo eine große Gefahr ist, dass sozusagen, ne, dass Menschen oder Exporteure da sind, ne, die es nicht so genau nehmen mit den Regeln und eine große Gefahr auch da ist, ne, dass das, was auf dem Produkt draufsteht, nicht wirklich drin ist. Ne. Deswegen haben wir dort die Regeln verschärft und ich glaube, dass das auch notwendig war, um Vertrauen auf Bioprodukte bei den Verbrauchern auch zu erhalten. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Teilnahme und auch, wie gesagt, dass du den luxemburgischen Zuschauern diese Problematik etwas näher gebracht hast. Für uns erst einmal der Schluss für das Woche zu Straßburg und auch für die Vakanz könnt ihr nach Einsendung von mir. Ich sage euch herzlich merci für das Nachgucken und dann bis die nächste Kehr.